Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Im heutigen Thema geht es um die Uhrenindustrie der Schweiz. Und die ist ja ziemlich berühmt, weltberühmt, glaube ich, kann man sagen. Und vor allem die Westschweiz, die Romandie, ist sehr bekannt für die Uhrenindustrie, für das Uhrenhandwerk, Uhrmachenhandwerk, wo dort ja ansässig ist. Und in diesem Podcast, kurzen Podcast, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Geschichte, so wie das da angefangen hat überhaupt in der Schweiz, wie das es zu dem Uhrenhandwerk gekommen ist, wieso ausgerechnet in Genf, wieso in der Westschweiz, wie es sich dann über die Jahrhunderte entwickelt hat und wie es heute ungefähr aussieht. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch viel Spaß dabei. Ein kurzer Einblick in die Geschichte der Schweizer Uhrenindustrie. Die Schweizer Uhrenindustrie hat sich über Jahrhunderte entwickelt und hat mehrere Phasen von technologischem Fortschritt und verschiedensten Herausforderungen durchlaufen. Im Mittelalter haben Mönche und Nonnen Glocken, Sanduhren und Stundenkerzen gebraucht, um ihre Zeit zu messen. Sie hatten auch Sonnenuhren an den Klostermauern, um die Tageszeit zu sehen. Ab dem 14. Jahrhundert hat es in Europa in den Städten öffentliche Uhren mit mechanischen Uhrwerken gegeben. Diese Uhren sind oft auch zur Repräsentation verwendet worden. Im 15. Jahrhundert haben immer mehr Menschen angefangen, sich nach dieser mechanischen Uhren zu richten, weil die konstant geblieben sind und sich nicht wie die Kirchenkalender nach den Jahreszeiten geändert haben. Ab 1550 sind viele hugenottische Flüchtlinge auf Genf gekommen. Die haben viel Wissen über tragbare Uhren mitgebracht. Das Wissen hat sich mit der Gold- und Silberschmiedekunst zu Genf gemischt und so ist Genf ein Zentrum für Uhrenindustrie geworden. Ab 1660 haben sich die Uhrmacher auf bestimmte Aufgaben spezialisiert. Frauen, die früher keinen Zugang zu diesen Berufen hatten, haben ab 1690 als Ketteli-Mechanikerinnen gearbeitet. Die Uhrmacher von Genf haben sich ab dem 17. Jahrhundert an die Endbearbeitung von Uhren gemacht und haben die Herstellung von Rohwerken von anderen Orten übernehmen lassen. Die Blütezeit der Genfer Uhrmacherei war um 1777 bis 1786 gewesen, wo die Uhren in viele Länder exportiert worden sind. Wo Genf 1798 von Frankreich annektiert worden ist es der Branche schlecht gegangen. Viele Uhrmacher sind in andere Regionen wie das Waadtland oder die Montagne Neuchâteloise, eine Region im Kanton Neuenburg, gegangen, wo sie sich auf neue Uhrenarten spezialisiert haben. Im 18. und 19. Jahrhundert hat die Schweizer Uhrenindustrie grosse Fortschritte gemacht. Die Uhrmacher haben immer genauere Uhren entwickelt. Im 19. Jahrhundert ist die Produktion in verschiedene Schritte unterteilt worden, die von Spezialisten erledigt worden sind. Die Uhren sind in der Schweiz hergestellt worden, aber viele Teile sind aus verschiedenen Regionen gekommen. Die Schweiz ist von der amerikanischen Konkurrenz herausgefordert worden, wo grosse Mengen von Uhren billig produziert hat. Die Schweizer Uhrenindustrie hat sich anpassen und hat angefangen, mechanische und elektronische Uhren in grossen Fabriken zu produzieren. Sie hat auch nach schweren Krisen ihren hohen Status behalten. Um 1870 hat die Schweiz etwa 3/4 von allen Uhren weltweit produziert und hat 2/3 vom Umsatz gemacht. 2010 ist die Schweiz immer noch der grösste Exporteur von Uhren im Hochpreissegment gewesen. Der Erfolg ist durch die Anpassung an die Nachfrage und die Erschliessung von neuen Märkten gekommen. Im Ersten Weltkrieg hat die Uhrenindustrie von der Herstellung von Uhrwerkzeugen für Flugzeuge und Granaten profitiert. Die Uhr ist immer mehr zu einem Alltagsgegenstand geworden und neue technische Entwicklungen haben Uhren für viele Menschen erschwinglich gemacht. Die Krise der 1970er Jahre, ausgelöst durch die Einführung der Quarzuhr, hat die Schweizer Uhrenindustrie vor eine enorme Herausforderung gestellt. Japanische Hersteller haben die Schweiz in der Produktion von elektronischen Uhren überholt.
Doch die Schweizer Branche hat flexibel reagiert. Sie hat sich weiterentwickelt, indem sie sich auf die Forschung und Entwicklung von der Mikroelektronik konzentriert hat. Die Uhrenindustrie ist oft vor grossen Herausforderungen gestanden. Um die zu bewältigen, sind viele Massnahmen ergriffen worden. Der Staat hat geholfen, indem er finanzielle Unterstützung geleistet hat und Qualitätsnormen festgelegt hat. Die Schweizer Uhrenindustrie hat sich auch an die Veränderungen vom Markt anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Heute konzentriert sich die Schweiz auf hochwertige Uhren und braucht dazu internationale Standards, um die Qualität zu sichern. Als Schweizer Uhr gilt eine Uhr mit einem Uhrwerk, wo in der Schweiz zusammengesetzt worden ist und von der in der Schweiz hergestellten Bestandteil mindestens 50% von seinem Wert ausmachen. Und da wäre es schon gesehen, ein kurzer Einblick in die Uhrenindustrie. Ist wirklich kurz gesehen und ich glaube, über das Thema könnte man wahrscheinlich mehrere Bücher schreiben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich habe euch die Links in der Beschreibung hineingeschrieben, angefügt und ihr findet auch alle Links auf dem Transkript. Und Transkript findet ihr wie immer auch auf meiner Patreon-Seite. Also wenn ihr Interesse habt, wollt mal reinzuschauen, was es dort für Materialien gibt, dann findet ihr auch die Links in der Beschreibung. Es hat auch Links zu Online-Kursen, schweizerdeutschen Online-Kursen, wo ich bis jetzt einen Online-Kurs habe und gerade einen weiteren Online-Kurs auch arbeite. Und sonst schaut einfach in meinem YouTube-Kanal noch oder auf Spotify, dort habe ich ganz viele andere Podcasts, wenn ihr noch neu sind auf meinem Kanal. Und wenn ihr schon mehrere Episoden gelesen habt, dann möchte ich euch vielmals danken, dass ihr immer wieder zurück könnt und meine Episoden hört. Es freut mich wirklich und freue mich aufs nächste Mal. Ja, dann wünsche ich euch noch gute Zeit und bis zum nächsten Mal.